Was soll ich machen, um die 4000 Stunden Watchtime zu knacken? Im Moment, wenn ich da jetzt gehe auf last 365 Tage, habe ich 1,1000 Stunden Watchtime. Man sieht, ein bisschen geht es rauf, aber ich brauche so den Durchbruch. Das Video ist einfach ein bisschen ein Einblick in meine YouTube-Statistiken von meinem anderen Kanal. Vielleicht habt ihr auch Ideen oder Fragen. Und zwar bin ich Ende letzten Jahr demonetarisiert worden. Und das triggert natürlich ein bisschen Gamification in mir. Jetzt wäre es natürlich cool, wieder in das Programm reinzukommen. Das Problem ist, ich habe damals einige Videos gehabt zum Thema Zoom und alle haben Zoom-Anleitungen gesucht und das hat Watchtime gegeben. Und jetzt habe ich zwar die Abonnenten, die es braucht, aber nicht die 4000 Stunden Watchtime. Und jetzt hat es mich triggert. Ich habe jetzt irgendwie 15 Videos gemacht seit Anfangsjahr. Für meine Verhältnisse recht viel. Aber zum 4000 Stunden Watchtime überkommen, auf dem Level von diesen kleinen Videos, ist das schwierig. Also ich brainstorme da. Irgendwie braucht es ein Video, das so wie ein bisschen durch die Decke geht, um die Watchtime-Minuten schnell überkommen. Und für das, oder, muss ich Videos machen, die passen zu Sachen, die Leute suchen in YouTube, weil ich nicht genug Audience, also meine 1400 Leute, wir wissen ja, die hängen nicht immer auf YouTube. Ein paar sind wahrscheinlich schon lange nicht mehr auf YouTube gewesen. Also wenn ich ein neues Video veröffentliche, dann gibt's da ja 20, 30 Views pro Tag vielleicht. Wenn ich es noch pushen auf Social Media, bringe ich es auf ein paar hundert Views. Aber das sind nicht genug, dass es so wie könnte die 3000 Stunden einbringen, die mir noch fehlen. Da denke ich einerseits daran, neue Videos zu machen. Und zwar nutze ich für das Tool Answer the Public, hat auch eine YouTube-Suchfunktion. Und weil die Schweiz ein bisschen zu klein ist, mache ich jetzt German in Germany. Und da kann ich zum Beispiel ein Thema eingeben wie WordPress. Ich könnte Videos machen zu WordPress, ist sicher ein Thema, wo ich etwas dazu zu sagen habe. Und da versuche ich jetzt mit dem Tool Themen zu finden, die in YouTube wirklich gesucht werden. Und dann müsst ihr auch noch ein bisschen schauen, was es schon gibt dazu und müsst dann auch bessere Videos machen, immer bessere Videos. Meine Ansicht da ist, dass mit der Zeit, wenn ich einfach dranbleibe, wird es besser. Ich habe das Gefühl, das kommt so wie auch ein bisschen automatisch. Und natürlich probiere ich auch Inputs zu lernen dazu von anderen, zum Beispiel auch von YouTube-Videos über Storytelling, über Schnittsachen. Aber ich will auch mich nicht bremsen lassen davon, dass ich das Gefühl habe, ich sei nicht genug perfekt, also mache ich gar nichts. Okay. Das gibt mir jetzt Listen von Suchbegriffen rund um WordPress in Bezug auf YouTube-Suche. WordPress für Einsteiger ist jetzt ein bisschen deftig, gerade einen ganzen Kurs zu machen, ein WordPress-Tutorial. Und der Ring da, der erste, sagt, was ist Suchvolumen? Und der zweite Ring sagt, was ist der Cost per Klick, wenn ich Anzeigen würde schalten. Würde wahrscheinlich auch dafür, wenn ich dann monetarisiert bin, wenn ich so eins nehme mit $30 pro Klick und ich solche Inhalte habe auf YouTube, wenn ich dann wieder monetarisiert bin, gehe ich davon aus, dass dann auch der CPM, wo man überkommt, oder RPM in YouTube auch relativ hoch wäre. Aber wahrscheinlich ist es auch umkämpft. Wenn ich jetzt irgendetwas würde suchen mit richtig viel Suchvolumen, das Tool bringt schon einiges. WordPress-Blog erstellen. Zum Beispiel. Das könnte man einfach schnell mal machen. Eigentlich könnte ich durch die ganze Liste durch und für jedes Ding ein kleines Video machen. Einfach mal ersten Wurf online stellen und dann schauen, was gibt ein bisschen Impressions und vielleicht eine bessere Version davon dann machen. Backup erstellen, Beitrag erstellen. Aber da jetzt eben zum Beispiel Backup hat 880. Schauen wir mal jetzt wirklich nur die viel haben. Cookie-Plugin. Das Thema, das hasse ich. Würde ich nicht machen.
Wer hasst schon nicht Cookie-Plugins? WordPress Deutsch. Das ist so eine Basisanleitung vielleicht, aber das ist zu... 1K hier, WordPress Elementor. Ich habe ein paar Elementor-Sachen. Da vielleicht dranbleiben. Da, WordPress Hosting, schwierig. Da müsste ich verschiedene Hosting-Anbieter vielleicht testen, das macht es schwierig. Dafür ist vielleicht auch die Konkurrenz klein. Vielleicht könnte ich einfach berichten von diesen Erfahrungen von bisherigen Hostings, die ich gehabt habe, auf was das wir achten. Das könnte man probieren. Heute vielleicht WordPress installieren. Gibt sicher auch schon einiges, aber das wäre jetzt noch recht hoch. Da, wow, WordPress Download. Was sucht jemand, wenn sie in YouTube WordPress Download suchen? Vielleicht eben wirklich WordPress abzuladen oder in WordPress einen Download anzubieten, wenn sie irgendwie auf ihrer Website Downloads anbieten. Und dann könnte ich ein Video für das machen. WordPress Login. Wow, 14.800. Für das mache ich heute ein Video. Einfach nur, weil es viel sind. WordPress Plugin, da könnte man etwas machen. Top 3 Plugins zum Beispiel, wo ich finde, oder wie, dass man Plugins beurteilt, bevor man alle muss selber testen. Oder was man ja nicht machen mit Plugins, Item. Das wären Möglichkeiten, aber vielleicht gar nicht voll in die falsche Richtung. Ich müsste nämlich etwas haben, wo vielleicht noch mehr den Rahmen sprengen würde. Ich glaube, was ich zu wenig gemacht habe bis jetzt, ist schauen, was es schon gibt zu einem Thema. Ich glaube, ich könnte mit gleich viel Aufwand mehr Views erreichen, wenn ich noch mehr Zeit investieren in die Vorbereitung, Recherche. Was gibt es schon? Irgendwie bin ich aber so in Action-Modus und will einfach etwas raushauen. Das ist auch ein das Problem. Was ich auch gelernt habe, wie wichtig die ersten 30 Sekunden sind, oder einfach die ersten Sekunden sind in einem Video, und da würde ich lernen, besser unterwegs zu sein in Zukunft, aber das ist ja auch Schritt für Schritt. Und unbedingt immer schauen, dass es mich nicht ausbremst. Was ich jetzt gemacht habe, ich bin reingegangen da in die Statistiken Seymour und habe es sortiert nach Impressions. Das sind Videos, die wirklich angezeigt werden, irgendwo in YouTube. Dann geschaut, die nicht angeklickt werden. Probiert bessere Thumbnails zu machen, so Sachen, bessere Titel. Aber das wird jetzt auch nicht wirklich enormen Unterschied machen. I don't know, was wären deine Ideen? Was wären meine neuesten Experimente, die ich machen könnte? Da gehe ich auch schauen. Ziel ist, dass so ein bisschen nicht nur alte Videos da geschaut werden. Was ich auch halt gesehen habe, manchmal, Videos, wo einfach am Anfang Views bekommen und nachher flat sind. Ich weiss nicht, ob ich irgendetwas machen könnte, um diese Videos neu aktivieren. Ein bisschen aufgeben mit denen, wahrscheinlich mehr konzentrieren auf neue Videos machen. Okay, das mal für heute.